So, die Damen und Herren, bonjour. Es sind freundlich zu gesehen. An diesem Jahr hat er nicht so viel Gelegenheit, für mit ihnen zu schwätzen, mit das viel aus der Welt. Und zuletzt habe ich gemeint, nur diesem Regierungsrat wäre es gut, mit dir schenke kurz den Point zu machen von unseren Diskussionen und dann noch, wie immer, eine ganze Reihe von Ihren Fragen, die da zu verschiedenen Sujets hat, zu beantworten. Die Regierung hat selbstverständlich viel Zeit damit verbracht, über die internationale Situation zu schwätzen. Europa und die Welt ist an einer ganz schwierigen Situation, weil wir rundherum als viele Leute, die verschiedene Interessen haben, die nicht immer dynamisch sind wie die von Europa. Und dafür war das Woche eng, an der wir am Anfang und am Ende auch wichtige Reunionen haben, in denen ich am Namen vom Lützeburger Land teilhabe. Am Ende war es eine grosse strategische Reunion von den Staats- und Regierungschefs betreffend die Sicherheit von Europa, was mehr ist wie die Défense. De Mëtten no direkt nach dieser Pressekonferenz fleien ich op München, fir do ze summe mat der Défenseminister hun der Münchner Sicherheitskonferenz deelzuhöllen, op der grad so wie meden Dach gros Diskussionen geféiert gin, noch wann se informeller Natur sinn, wéi Europa an der Zukunft ausgesäit, och am Liicht vun den Wahlen an Amerika. Wir müssen wissen, dass Europa nicht viel Freunde an der Welt hat, sicherlich nicht Freunde am Sinne von Freunde von der Europäischen Union. Wir haben einerseits Russland, was die Weltordnung, die man im Zweiten Weltkrieg auf den Weg gesetzt hat, vorgestellt hat, indem sie für 3 Jahre die Ukraine angegriffen hat. Und ich will da doch heute so, gerade da, wo man poetisch für am 3. Anniversaire vom schrecklichen Überfall auf die Ukraine durch Russland stehen, dass man die Ukraine und die ukrainische Volk nicht dürfen alleinlos vergessen. Wir haben China, was eine starke Ambition hat, für an der Welt, sowohl ökonomisch wie technologisch, eine Leaderposition zu haben. Und wir haben Amerika, weil er ein traditionellen Partner an Alliierten ist, dat unter der neuen Administration will auch diktieren, wie die Welt, y compris Europa, soll aussehen. Und das betrifft uns all, das betrifft auch uns Lützeburger. Daraus entstehen für uns ein paar wichtige Sachen. Wir werden, und wir müssen ein Partner an Alliierte von Amerika bleiben, weil Amerika mit dem haben eine enorm historische Relation. Im Zweiten Weltkrieg als wichtiges Element davon. Wir haben mit Amerika eine gemeinsame Allianz an der NATO. Und NATO funktioniert gut, auch weil Amerika und Europa zusammen schaffen. Am NATO ist nicht immer ein Verteidigungsbündnis, sondern ein Bündnis, das als Demokratie und als Freiheit seit 75 Jahren schützt. Amerika ist ein ganz wichtiger Handelspartner von Europa, noch von Lützeburg. Und dafür wollen wir die Relation stark halten. Das ist gerade so klar, dass für Lützeburg, für unser Land, es wichtig ist, dass wir an Europa einsetzen für gemeinsame Werte, Interessen und Prinzipien. Und das sind die gerade die stärkste Waffe von einem kleinen Land wie Lützeburg sind, und das ist der Respekt vom internationalen Recht. Großländer können sich Macht, Rechte, vielleicht mal militärischer Macht, erkaufen, erreichen. Wir machen das mit dem internationalen Recht. Dafür sind wir für multilaterale Organisationen. Dafür stimmen wir auf der Seite von Dänemark, wenn das Statut von Grönland innerhalb von Dänemark
vorgestaltet. Dürfe Stimme erwerten wir weiter stohen und der Seite von der Ukraine, wann es geht um Prinzipien vom internationalen Recht, von der Souveränität von einem Land an der territorialen Integrität von einem Land. An dafür muss in die Prinzipien immer rappelieren. Aber wir müssen die zusammen mit unseren europäischen Freunden rappelieren. Daraus steht auch, dass man als Lützeburger und als Europäer ein bisschen mehr selbstbewusst müssen auftreten und uns selber auch mehr stark organisieren. Politisch, wirtschaftlich und militärisch. Politisch, indem wir mehr gemeinsam erholen, dezidieren. Ökonomisch, indem wir als Kompetitivität stärken, weil immer, wenn wir eine starke Ökonomie und eine starke Industrie haben, selber eine starke Agrikultur haben, wo wir als Ernährung können produzieren, da sind wir manchmal aufhängig von Dritten. Und das gilt selbstverständlich auch für die Frage von der Energie, wo man nicht dürfen eine zu große Dependance von anderen haben. Am militärisch ist das doch, dass wir an den nächsten Jahren müssen als Europäer mehr produzieren, mehr bei uns selber ankaufen, auf vor allem auch interoperabel sind, dass wir nicht 27 oder 30 Armeeien neben den Nähe sind, mehr als eine gemeinsame Armee ankaufen und noch denken. Auch das wird auch zu Lützeburg mehr Suche kasten in den nächsten Jahren. Ihr wisst, dass wir versichern, ob die 2% vom unserem nationalen Reichtum an den nächsten Jahren zu kommen. Das ist schon ganz viel Suchen für Lützeburg. Ihr wisst, dass eine Diskussion läuft, für das ob international am NATO-Plan ob mehr Prozente zu drücken. Das gibt eine schwierige Diskussion an der NATO. Man muss sich mental darauf vorbereiten, dass in den nächsten Jahren der Text wahrscheinlich ob echt bei 3% sich situiert wie bei 2%. Die Decision ist nicht haut zu holen, mit Meinung, dass die können mengen, es können den von der Défense von anderen auf sich ob die anderen ihre Schülerinnen ruhen, da sagen die nicht mehr wird klappen. Und dafür muss man es auch da anstrengen, auch als Lützeburger, und das geht nicht einfach. Mit Sicherheit will ich auch nachdenken, so dass mehr wie just Défense, da das auch Cybersicherheit, da das Datenzentren an hier Sicherheit, da das Satellitenkommunikation. Wir wollen also auch gucken, und auch dazu an der Regierung beschwert, für das, wann man muss mehr Suchen ausgehen, da hat man auch da, wo nicht mehr möglich, ein ökonomischer Retour auch können kriegen. Und dafür haben wir auch den Wirtschaftsminister gebeten, zusammen mit einer Reihe anderer Kollegen zu gucken, wie kann mehr Entreprisen auch und dem Effort de Sécurité deelholen losen, sodass auch Lützeburg nicht nur Suchen ausgeht für andere, für als Freiheit und als Sicherheit, aber auch davon können Arbeitsplätze direkt oder indirekt aufgesichert gehen. Das ist also ganz wichtig, wolle als Relationen mit dem Rest von der Welt, eine gestärkte Europa, eine Partnerschaft mit Amerika, aber zugleich ein Insistieren auf unsere Prinzipien und auf unsere Interessen und, wie gesagt, gucken, dass wir als Lützeburger viele Partner haben und nicht von engem zu viel aufhängen. An dem Kontext war auch eine andere Konferenz an den letzten Tagen extrem wichtig. Das war der Summit zu Paris über künstliche Intelligenz. Auch das ist ein Sujet, den es wird massiv impactieren, so wie wir zusammen schaffen, denken, leben. Auch da muss Europa seine eigene Musik spielen. Und ich hätte gern, dass auch Lützeburg da sich ein Stück von dem Kuchen aufschneiden. Das möchte als Leben besser, das möchte auf viele Bereiche Fortschritt von der Menschheit mit Opportunitäten, Risiken, aber ich sehe vor allem mit Opportunitäten. Und das ist die Aufgabe von der Politik zu gucken, dass wir die notwendigen Talente dafür uns sehen, dass wir die nötigen Suchen haben, für die Innovation zu unterstützen und natürlich die Forschung unterstützen, für an dem Bereich aus der AI etwas zu machen,
wat de Mënschen hëlleft, dat responsablen Umgang mat der künstlicher Intelligenz kreen. Dafür hatte ich auch zu Paris ganz konstruktiver, nützlich Gespräche, zum Beispiel mit einer französischen Startup Mistral AI, wo ich mit dem Gründer von der Firma, was ganz dynamisch jung Entrepreneure sind, einen Akkord fanden, für dass wir an den nächsten Wochen auf verschiedene Projekte gucken, wie wir können zusammen schaffen. Alle Kasische auch die Firma können zum Teil von ihren Aktivitäten noch überzeugen, nach Lützeburg zu kommen. Ich hoffe, dass wir bis den Mai, Juni auf dem Sujet weiterkommen und dass wir da auch, wie gesagt, eine wichtige Rolle können spielen. Es geht eigentlich auch darum, ein europäisches Leadership am Bereich von AI, eine europäische Souveränität am Bereich von der künstlichen Intelligenz. Und dafür passt das an die Gesamtsicherheits- und Strategiediskussion, von der ich wieder geschwärzt habe. Wir haben dann noch über Europa geschwärzt auf verschiedenen Dimensionen, und notamment auch über die Decision von der deutschen Regierung vom Bundeskanzler Scholz für Grenzkontrollen mit den Nachbarländern und mit Lützeburg zu verlängern. Die Lützeburger Regierung hat den Brief von der deutschen Innenministerin gekriegt. Wir kontestieren die Argumentation, die an dem Brief angefeuert wird. Aber wir haben dafür dezidiert, so wie wir das gesagt hatten, dass sollten die Deutschen die Grenzkontrolle verlängern. Da ging wir einen Rekurs bei der Europäischen Kommission machen, für die Europäische Kommission guckt, ob Konditionen, die am Schengen-Akkord vorgesehen sind, ob die respektiert sind, für Bannegrenzkontrollen zu machen. Wir meinen, dass Bannegrenzkontrollen nicht ein Instrument sind, für die illegale Migration zu kontrollieren, mit der dafür Außengrenzkontrolle braucht. Die Europäische Kommission aus dem Vertrag nur la gardienne des traités, Tüterin der Verträge, und dafür haben wir den Innenminister chargiert, an den nächsten Tag einen Brief an die Europäische Kommission zu machen, für die Europäische Kommission da kontrolliert, ob die Grenzkontrolle justifiiert sind oder nicht. Wir haben auch de Morgen eine Diskussion gehabt rund wie wir so oft tun, rund die wirtschaftliche und soziale Situation am Land. Und in dem Kontext haben wir auch nachher über den Sozialdialog geschwärzt. Ich will heute nachher am Namen von der Regierung daran erinnern, was keine Neuigkeit ist, mir war den immer muss so, weil in eins de Contraire liest, dass die Regierung und einem gut funktionierenden Sozialdialog mit allen Sozialpartnern interessiert ist. Das beweist sich immer. Ich habe zum Beispiel an den letzten Tagen das Büro vom Conseil économique et social empfangen, was die institutionalisierten Sozialdialog ist. Ich hatte ganz flott ein gutes Gespräch mit denen, und ich meine noch, dass der COS etwas ist, was dem Land an seiner Überlegung über sozial und ökonomisch Sujeten ganz nützlich ist. Wir haben, wie ihr wisst, ein Akkord salarial mit der Gewerkschaft an der Fonction publique aufgeschlossen, was auch ein ganz konstruktiven Dialog war, sowie so Gespräche zwischen Sozialpartnern sollen sein, in diesem Fall dem Staat als Employeur an der Gewerkschaft vom öffentlichen Dienst. Aber wir werden noch die Gespräche weiterführen mit den Gewerkschaften aus dem Privatsektor. Ich stelle fest, dass auf dem Kongress von dem LCGB a Präsenz vom OGBL 3 Ministern präsent waren, a geschwärzt und kann Ihnen also nicht sagen, dass da kein Dialog ging stattfand. Ich fand gut, dass gleich 3 Ministern auf so einem Kongress präsent waren. Ich bin so wie mein Kollegen der Meinung, dass den mit allen Sozialpartnern vom sozialen Frieden an dem sozialen Fortschritt soll schwätzen. Die Regierung ist bemüht, für das Land weiter zu modernisieren, für das Arbeitsrecht den Evolutionen von dieser Zeit anzupassen. Das ist auch der Wunsch, von ganz vielen,
die das Regierung gewählt und all die Equilibre noch zwischen Familienleben und Arbeitsleben, was an der Zeit evaluiert wird, wir werden die Modernisation vorführen. Wir wollen das am Gespräch mit den Sozialpartnern machen. Dafür will ich auch nachher sagen, dass die zu Straßenmanifestationen abrufen oder zum Streik, dass ich das immer respektiere. Aber ich muss ganz viele Leute am Land schwätzen. Und die sagen mir oft, wie viel Wert sollen wir dann streiken? Die einen sagen dann, was tun Gewerkschaften nach zu suchen? Ich will heute nachher sagen, wenn nicht jeder datieren hat, dass die letzte Regierung just will, mit den Gewerkschaften auch über Kollektivverträge schwätzen und dadurch Gewerkschaften exklusiv Recht tun, für Kollektivverträge zu handeln, und das ist am Anfang die Hauptrevendikation. Par ailleurs will ich sagen, dass immer gefragt wird, wenn dann die Sozialrunde stattfinden. Für mich als Sozialrunde nicht ein Evenement, wo du kämen 30 Leute zusammen zu summen, und da gingen seine Decisionen. Sozialrunde ist eine Fassung, für am regelmäßigen Kontakt mit den Gewerkschaften zu stehen. Und dafür werde ich auch noch der Vakanz a bilaterale Gespräche sowohl mit den Gewerkschaften wie mit den Entreprisen Gespräche führen, zusammen mit dem Arbeitsminister, dem Wirtschaftsminister, jenes Sujet, gucken, wo die Großdoléanzen sind, und wo wir können, ob diese Sujets, die noch nicht ein Gesetzesprojekt stehen, können weiterkommen. Ganz Thematik zum Beispiel von den Kollektivverträgen, was dort Erwartungen von den Sozialpartnern sind, die Organisation von der Arbeit, wie in dieser Zeit kann besser aufpassen, es sind ganz offen und interessiert die Positionen von den Gewerkschaften einerseits, und von den Betrieben andererseits, und auch über die allgemeine wirtschaftliche und Sozialsituation. Es ist fest davon überzeugt, dass an dem Geist den Eis letzte Land charakterisiert, an dem Etat d'esprit, an dem das Regierung funktioniert, an dem, was ich eigentlich immer war, nämlich ein dialogberedten Mensch, so wie mein Kollegen in der Regierung, dass das ganz gut möglich ist. Der hat nach dem Arbeitsminister mal gesagt, dass er ein Member vom LCGB wäre, dass sein Papa schon am LCGB wäre. Das ist also nicht, wie wenn du keinen Kontakt dagegen bestehen. Ich werde also auch an den nächsten Tag mich freuen auf die Gespräche mit den Gewerkschaftschefen und noch mit den Employeuren. Aber wie gesagt, da mengen ich, dass wir über die nächsten Monate, so wie in der Vergangenheit, nicht über Streit schwätzen, über gemeinsame Wege nur 4, und da muss das Parlament auf eine Reihe von Fragen seine Verantwortung überholen. Aber all die Leute, die mengen den Sozialdialog, die wären Futti, die irren sich am meisten am Nähe von der Regierung, und noch, wie gesagt, nachher die Präsenz von vielen Ministern, die permanent Gespräche sind, ganz positiv. Ich will auch sagen, dass eine Sozialrunde, die vielleicht doch zu 3 stattfindet, dass die niemals die anderen Organe ersetzen. Weil doch eine Frau ist, die immer an der Presse gestaltet wird. Das CPTE hat eine Aufgabe vom Gesetz, der Tripartite hat eine Aufgabe vom Gesetz, die bestehen jenes Sujet, aber daneben braucht man einen intensiven Sozialdialog, und sind überzeugt, dass gerade an der Frage von den Kollektivverträgen mal gut in Akkord werden fanden am Gespräch mit allen Sozialpartnern. Wir haben dann noch den Punkt gemacht, der Neue von der Energie, den erneuerbaren Energien. Ihr wisst, dass das von den großen Zielen von dieser Regierung ist. Und sie sind froh festzustellen, dass wir noch einem Jahr an der Regierung einen ganz großen Progress gemacht haben bei den erneuerbaren Energien, in dem Sinn, dass wir am Jahr 24, also am letzten Jahr, 8000 neue Anlagen zu Lützeburg, Solarzellenanlagen installiert haben. Das ist ein absoluter Rekord. Das ist ein Drittel von allen Solaranlagen. Das heißt, das scheint wirklich zu greifen. Und dafür sind wir ganz froh, dass wir also heute an einem Jahr so viel, oder ein Drittel von allen Anlagen konnten bauen. Das möchte als positiv für Zukunft. Dafür wird auch die Konsultation, die ich angefangen habe, zusammen mit dem Energieminister, am Umweltminister,
fir zu gucken, dat man Viro kommen bei de Prozeduren, fir die zu vereinfachen, dat déi och werden du hëlfe gerade wie de Präfinanzement vun den Solaranlagen den ënnerW schon ass legislative Plan, dat man hoffen, dat den bis de Summer erkraft, dat noch dat werden enkier en neue Schub der Installation vu Solarzellen ginn, an dat as also flott, dat das Land auch op dem Ziel vu méi erneuerbare Energien Viro könnt auch am allgemengen geostrategische Kontext grad so wie an eiser Such dat Klima- und Umweltpolitik zu Lützeburg muss serieux geholl ginn. Ich will auch an dem Kontext soen, dat man auch Programme gemacht hun bei der AgriPV, also Solarzellen, die am landwirtschaftlichen Raum abgestellt gehen. Wir werden do gerade von diesem Weekend tun, weil ich meine, die Annoncen für den Appell d'offre für AgriPV zu installieren, werden dieses Weekend oder do rundherum an der Presse veröffentlicht gehen. Aber wir werden do Anlagen finanzieren für eine Gesamtleistung von 75 Megawatt. Die letzte Ausschreibung war für 50 Megawatt, also viel mehr. Und da ist es ganz flott, dass man die Partizipation vom aktiven Bauer an den Projekten haben. Das ist also auch dank einer ganz guten Zusammenarbeit zwischen dem Energieminister, dem Umweltminister und der Landwirtschaftsministerin zustande kommen. Auch dafür sind wir ganz zufrieden darüber. Am Regierungsrat haben wir de Moien auch ein Projekt de loi ugeholt, den ein anderes Versprechen von der Regierung umsetzt, das ich auch an der Erklärung zur Lage der Nation letztes Jahr gesagt habe, nämlich für Demokratie noch mehr stark zu machen, haben wir einen Wunsch von der Kommission consultative des droits de l'homme nachkommen, für das die nicht mehr wie bislo am Staatsministerium angegliedert ist, für Independance zu stärken, habe ich ein Projekt de loi auf den Weg gehen, de Moyen, für das die in Zukunft von der Chambre aufhängt, am Domata hier Independance, diese zwar auch bislo hat, aber auch institutionell zu stärken. Dann wollte ich noch ein paar Datumen oder am Kontext von Datumen ein paar Novellen mitteilen, die wir auch am Regierungsrat diskutiert haben. Da die Stadt betrifft den Thronwechsel. Ihr wisst, dass den Thronwechsel, wo also den Grand-Duc Henri aufdankt an den Grand-Duc Héritier Guillaume zum neuen Grand-Duc von Lützeburg geht, den 3. Oktober an der Chambre wird stattfinden. Den Grand-Duc Henri wird für dich am Palais aufdanken. An den wird dann den Grand-Duc Héritier am späten Morgen, den 3. Oktober, an der Chambre den Eid für die gewählten Vertreter von unserem Land, für der Chambre auflegen. Den 4. Oktober, also Samstags, ist dann ein großes Volksfest mit vielen kulturellen Evenementen auf verschiedenen Plätzen am Land, 3-4 Plätzen am Land, die wir umgegangen sind, zu gucken. Das gibt ein großes Evenement am Interesse auch an der Unterstützung der Lützeburger Kulturszene, weil wir feiern den Lützeburger Staatschef mit den Lützeburger und mit den Lützeburger Artisten. Ich hoffe, dass ganz viele Leute sich an dem großen institutionellen Fest beteiligen werden. Weil wir gerne hätten, dass Lützeburger den Tag auch am Land sind, dass sie auch mit feiern, auch an der Kultur, an institutionellen Evenementen sich beteiligen. Aber weil das auf einem Weekend ist, hat die Regierung dann noch dezidiert, dass wir keinen extra Feiertag für den Thronwechsel machen. Den institutionellen Teil findet an der Chambre den 3. Oktober statt. Der 4. ist, wie gesagt, das Volksfest. Am dafür haben wir fand, dass es besser wird, Leute wären am Land, gingen nicht ein verlängertes Weekend am Ausland machen. Dafür ist also kein
Feierdach desideiert gin fir den Thronwiesel. Dann nummer wat nach einer Evenementer ubelangt, will man der Chambre proposéieren den Diskurs iwwer d'Erklärung zur Lage von der Nation den 13. Mai an der Chambre zu machen. Da das ein Datum, die selbstverständlich muss die Chambre unhöhlen, mit das Proposition, die wir an der Regierung gemacht haben. Schließlich wollte ich sagen, dass wir den Sportminister autorisiert haben, für bei den Organisateuren vom Tour de France als Kandidatur zu stellen für den Tour de France, den Départ vom Tour de France am Jahr 2021 zu organisieren. Das ist ein großes Evenement mit einer größeren Tour économique, kulturell und touristik, sportiv natürlich auf Lützeburg, mit 2021 auch aus einem ganz besonderen Grund, weil 2021 sind es 100 Jahre hier, dass Nick Franz den Tour de France gewonnen hat. Es sind noch 70 Jahre hier, dass für zweite Kehr gewonnen hat. Es sind 70 Jahre hier, dass Charles Gaulle den Tour de France gewonnen hat. An alles tatsächlich sind Momente von nationalem Lützeburger Stolz, von Sportstolz, mit darüber hinaus Stolz, neben den großen Lützeburger Coureuren wie François Faber an Schleckbrüder, sodass es eine gute Ursache gibt, für auch Lützeburg an der Welt vom Velo auch nach Renkeia und den Kat von Europa zu setzen. Aber wie gesagt, die Decision, die hält den Tour de France mir und Haut, wie gesagt, den Sportminister autorisiert, eine Kandidatur für 2021 zu stellen. Voilà, das ist ein Tour von den vielen Sujets, die wir heute diskutiert haben, und gerne beantworten ich erfreuen. Ein ganz kurzes Widerspruchsgeschenk direkt. Pardon. François Hollande von RTL, pardon, ich bin gestreamt, geht mir egal. Just ganz kurz, Sie hat gesagt, dass soll sich mental darüber stellen, ob 3% Militärausgaben zu gehen, dass er nicht dezidiert, wir meinen, du mal 3% vom RNB, vom Reichtum eben, oder das geht vom PIB. Vom RNB. Ich will aber so, dass die Überschrift, die schreibt der egen Überschrift, mir haben nicht gesagt, haut an der Regierung, da wir auf 3% gehen. Ich will so, dass auch zu Brüssel, und ich gesagt, wir müssen für die mal gucken, was wir dann überhaupt brauchen an Europa. Ich meine, die erste Frage ist, wo sind Kapazitäten, militärische Kapazitäten oder generell Sicherheitskapazitäten, die Europa fehlen, auch wenn die Amerikaner sich gegen ein bisschen mehr zurückziehen. Recht, wenn wir die identifiziert tun, und darüber wird, wie man in der NATO diskutiert, dann muss ich gucken, wie finanziert das und wie finanziert das. Muss das alles über nationale Budgeten gehen oder kann das doch über europäische Budget gehen oder über gelehnten europäisch gemeinsam Geld? Die Diskussion, die müssen wir in den 27 in Europa auch feiern. Ich weise noch darauf hin, dass neben Lützeburg auch andere Länder nach unter 2% sind, auch Großländer wie zum Beispiel Italien und Spanien oder wie als Belsch, nur mit dem wir ja militärisch ganz viel zusammen machen. Und dafür meine ich, muss für die erste Frage beantwortet gehen, was brauchen wir damit für resilient zu sein an einem komplizierten Umfeld, Sicherheitsumfeld, und da stellt sich recht froh von der Suche. Ich hatte das schon wohl so verstanden. Ja, ich wollte das ja nicht mehr für erst so eine Aula, aber auch die Leute, die es nur PIB oder RNB war, aber die hat eben gesagt, aber mental darüber stellt, dass die da Richtung 3% geht, oder aber gesagt, oder man da nee. Das ist eine Diskussion, die in Europa dick umgegangen ist, an der wir es nicht können entziehen. Mit der letzten Regierung hat dazu nach keine definitive Position geholt. Aber ihr wisst, dass verschiedene Leute an der Welt schon von 5% schwätzen. Ihr wisst doch, dass verschiedene europäische Länder schon bei 3-4% sind. Und das ist evident, dass die Länder Druck machen, dass doch die anderen hier Responsabilitäten einem Solidareffort
holen. Und dafür Mensch muss man auch als Lützeburger als der froh auch stellen. Und wir haben die Diskussion für Reis natürlich schon angefangen. Okay, checken dann, du aber so. Dann hat er Ihr könnt checken, was ihr wollt, ja, aber ihr freut mich. Ja, eng Frau, die dabei passt, am Vierfeld von der Sicherheitskonferenz zu München aus der Vorratsgegangen, dass die USA Truppen aus Europa am größeren Stil könnten zurückziehen. Rächen dir damit, auf wann das geschehen, was wird bedeuten für die Staaten von der Europäischen Union? Die hat gemerkt, dass die neue amerikanische Administration relativ schnell agiert an all der etwas Ernstes sieht. Dafür kommentieren schläfert Novellen, wenn sie konfirmiert sind, aber das nicht neu. Auch nicht nach den letzten Präsidenten, dass Amerika sich Männer engagiert hat an Europa. Aber wenn der Ukraine-Krieg nicht kommen wäre, da wäre den Trend durch auf wie stark die letzten Jahre gegangen. Das dem Präsident Biden zu verdanken, dass an einem dramatischen Moment für Europa, nämlich wie Russland die Ukraine angegriffen hat, dass Amerika neben Europa seine Responsabilität überholt. Und dafür sind wir dem Präsident Biden und seiner Administration, seiner Regierung extrem dankbar. Aber ich meine, dass es klar ist, egal was unter dem Präsident Trump geschieht, wie die Einstein gehen in die Richtung, die Dialog geschrieben hat, gesucht hat, dass es notwendig ist, dass Europa mehr auf eigene Face wird stehen kann, wie das bislang der Fall ist. Da muss man sowieso machen, aus dem Grund, dass Russland die Ukraine gegriffen hat. Ich so, nein, wäre das nicht geschieht, wäre man heute nicht an der Situation. Und ihr wisst, dass die Länder rund um die Ukraine und der Ostflank von Europa, Baltstaaten, Polen und andere sich groß Sorgen machen, am eine Responsabilität für den ganzen europäischen Kontinent. Und da kommen wir letztes Jahr nicht allein, da wir von der NATO bislang profitiert. Ich hoffe und ich wünsche, und werde doch an alle Gespräche so und zusammen mit anderen, dass wir hoffen, dass Amerika auch gesagt hat, NATO auch für sie ein wichtiges Element ist für die Verteidigung von nicht nur Europa, sondern auch Amerika, von den gemeinsamen Interessen zu halten. Wir erwarten uns nach viel vielleicht überraschend aus an dem Kontext an den nächsten Wochen. Aber wir müssen bereit sein, ob feste Stunde. Und dafür hängt hier wirtschaftliche Entwicklung, wirtschaftlich stärkt, militärisch stärkt, an Eigenständigkeit an Europa eng zu summen. Die hat gesagt, dass ganz viele Diskussionen gefordert gehen. Europa muss mit selbst optreten, eine gemeinsame Armee. Die Diskussionen gehen schon ein Kehr, wo den Trump die Eichkehr und Murcht kommen aus. Was also ähnlich in den Diskussionen, die gehen demals darum schnell begraben, wo du einfach nicht vieles nicht so kommen, wie befürchtet. Was stimmt nicht so zuversichtlich, dass in Dose an der EU kann ähnlichen ob vielleicht eine gemeinsame europäische Armee, ob eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Den Unterschied zwischen dem ersten Mandat vom Präsident Trump und dem zweiten ist, dass der Ukraine-Krieg kommt. An den Ukraine-Krieg hat eigentlich ganz vieles an Europa, an unserem Bewusstsein geändert, auch an meinem eigenen, muss ich zugeben. Ich habe nicht gedacht, Premierminister zu gehen einen Moment, wo Krieg wäre an Europa. Und ich kann nicht sagen, ob die Sitzungen sind, an denen ich ein Jahr teilnehme, als sicherheitsfroh, bald auf alle Conseil Européen, eine von den größten Fragen, die wir hier diskutieren. Und ich meine, dass diese Situation uns dazu bringt, dass wir auf dem Sujet mehr geeint werden auftreten, wie bislang. Und das ist ja auch eigentlich am Ukraine-Krieg schon geschieht. Und dafür sind ich davon überzeugt, dass wir das werden fertig bringen. Wir hatten das Leben mit den Amerikanern. Ich bin noch nicht der Meinung, dass die Amerikaner sich werden total zurückziehen. Aber es wird so manches nach Bougieren an den nächsten Wochen am Ende. Am Ausdruck vom amerikanischen Verteidigungsminister der NATO das Woche schwätze ich an dem Sinne ein klarer Spruch. Ich werde mich auch zu wünschen, mit anderen Kollegen erhalten, was die appropriierte Antwort Europa ist. Ich will nicht so, wie wir es für eine Poetische gesehen haben, an einer strategischen Défense-Retraite, haben wir
habe ich aber gespürt, dass der gemeinsame Willen da ist, mehr zusammen zu machen. Ich will auch darauf hinweisen, dass das für die erste Kehr ist, dass Staats- und Regierungschefen sich just mit engem Sujet aufgehen, dass sie sich auf eine informelle Retreat zurückziehen, mit so einem Sujet. Ich meine, das beweist alles die Importanz, die Europa dieser schwierigen Frage wird auch in Zukunft so müssen und so müssen. Mit das ist eine Frage, die nie lastgelöst gesehen von den anderen Fragen, Energiefragen, Industriefragen, wirtschaftliche Fragen. Wir müssen nur Eiseneintere noch gucken, die von Eisenbevölkerungen für Wohlstand, für Freiheit, für Demokratie, und das gehört alles eng zusammen, und dafür brauchen wir ein sicheres Environnement. Herr Frieden, an dem Zusammenhang Römer ganz reifroh kann ich stellen. Ich konzentriere mich dann auf die, weil die auch eben so die wirtschaftlich und energetisch Unabhängigkeit dazu gehören, noch Mineralien, die notwendig sind für die Transition noch selber können vielleicht so machen. Und ihr wisst, dass du endlich ein bisschen mehr was Rare Earth, seltene Erden aus der Ukraine geschwärzt wird, was ich vielleicht hören, dass die Ukraine 0,5% von der Landfläche durchstellt auf der Welt, mit 5% von den Ressourcen hat. Ein Teil davon ist schon an russischen Handel. Für was möchten Europa militärisch dann nicht mehr endlich für dann, um man so aufzusichern, dass der Rest von der Ukraine sicher und nicht weiter von Russland aufgeknabbert wird, wie das alltag von den Agenzen gemeldet wird, ein Dorf um andere Feldantennen von den russischen Truppen. Das dürfen wir wir Europäer immer gesagt haben, dass mit Verhandlungen mit der Ukraine, dass mit Verhandlungen mit Russland, nehmen die für gefeiert in einer Position von der Stärke raus. Dürfen wir mengen, dass es wichtig ist, dass sollten Verhandlungen kommen, dass die unter zwei Konditionen nehmen können stattfinden. Dass die Ukraine selber muss mit durchsetzen, und die Europäer müssen mit durchsetzen. Das ist auf unserem Kontinent. Frieden, dauerhafter Frieden, und noch Zukunft von der Ukraine, auch was die Matière Première anbelangt, die kann nicht dezidiert gehen zwischen Amerika und Russland. Das wäre schlecht für die Ukraine, das wäre schlecht für Europa. Und dafür muss das eine prinzipielle Revendikation von den Europäern sein, gerade so wie der Respekt vom internationalen Recht, da das Markenzeichen von Europa, und da darf man nicht schnell auch nicht an so Gespräche abgehen. Die Ukraine hat in Amerika einen Propos gemacht für Garantien über Rare Earth auf ihrem Territorium. Mit der EU geht es auch garantieren, oder wie seht nicht das so genau wie mit der Grönland-Geschichte und so weiter. Amerika ein verlorene Bulli weiter durchzieht, dann Europa eitel ausgeht. Ich weiß nicht, wie ein Akkord in der Ukraine mit Amerika aufgemacht wird, weil die neue amerikanische Regierung ausreicht, sind 2-3 Wochen am Amt. Als die kein so Akkorden für den Moment bekannt. Wir sind auf der Seite von der Ukraine, weil man für die Sicherheitsdimension muss gucken, die Situation von den Menschen an dem Land, an Zukunft von dem Land, sowohl sicherheits- wie ökonomisch, wie Matière Première-mäßig, die muss diskutiert werden, und da müssen die Ukrainer an mir mit unterstützen. Wie sieht es Herr Vance an den Herr Zelensky, wenn er auf München geht? Ich gesehen sie nicht bilaterale Gespräche, aber ich gehe natürlich auf die Konferenzen, an die Plätze, wo die Leute auch schwätzen. Geht ob sie dürfen, ob sie so, aber an dem Bezug. Ich habe den Herrn Vance zu Paris Rand vom AI-Summit gesehen, und ich habe dem Herrn Vance an dem kurzen Gespräch gesagt, dass was Lützburger Politik ist, nämlich, dass wir einen traditionellen, historischen Freund von Amerika sind, weil wir historisch die Werte von Amerika delen, dass wir Amerika als Freiheit und Unabhängigkeit verdanken, mit zugleich aber, dass wir auch wollen, dass die Werte in Zukunft gemeinsam an der Welt aufrechterhalten gehen, aber nicht Divergenzen gehen, dass den Partner, an Alliierten, muss man nicht darüber schwätzen, und dann vom Verwendung war agreed. Herr Staatsminister hat gesagt, erneuerbare Energie ist immer gut weiterkommen. Ich hatte lo zu Bierden, wäre ich lo, wo jo ein Biergeauto Leute, die schwere geht, ein Eolian, die soll bei sie an Kirchen kommen.
Du hast ja auch gesagt, gibt es viel, es gibt gesetzliche Lücken, dass zum Beispiel gibt nicht festgesetzt eine Distanz zu Wohngebieten, zu Büscher, die eigentlich dann andere Büsche gebaut gibt. Mir kein Plan sektorielle, wo sie dran sind. Die sollten sie gut weiterkommen, die Klima, das steht manchmal mal Brillos. Kriegen wir da fix Gesetzestexte vielleicht, die das eventuell regeln? Wir haben den energiedisch Ageruf über den ganz Reihe so Themen zu schwätzen. Ich weiß nicht, ob das ab dem nächsten Tisch schon der Fall ist, aber die Einzelministerien zusammen mit den Akteuren im Terrain, das ist ja als Methode, wie wir das machen, so wie am Wohnungsbau, werden da Lösungen finden mit engem Ziel, dass wir, zwei Ziele, dass wir mehr und schnell können bauen. Und ich meine, dass wir die Ziele durch einen konstruktiven Dialog zwischen den Akteuren im Terrain, die wissen, was die Probleme sind, die Gemengen an dem Staat werden finden. Bauen, nicht so bauen. Ich meine, aber zum Beispiel Eolianen. Ja, ja. Also meine Eolian bauen oder meine bauen. Nee, ein Eolian baut den, riecht den ab. Also gehen es Prozeduren, die müssen respektiert gehen, so wie man das bei anderen Bereichen gemacht haben, auch bei den Solarzellen, wo man ja zum Beispiel aufgeschafft und da die nach für kleine Anlagen eine Autorisation braucht. Auf all diese Bereiche will man eine Vereinfachung von der Prozedur machen, wie das man mehr schnell vorkommen. Nicht zu Lasten von der Natur oder von den Bürgern. Das so, die lernen alles so bei uns im Radio. Das ist darüber mal Schatten, wo da mit Comedy, da guckt man noch nicht mehr nach. Das ist ja aber die richtige Methode. An alle Politikbereiche muss ich immer den richtigen Equiliber finden. Aber dass der Umwelt nicht geholfen, wenn leider so für eine Windmühlen abzurichten, braucht man 10 Jahre. Dann kann ich zwar für die Windmühlen, sie mehr noch steht kein da. Und dafür, als das Regierung angetreten für zu sagen, an den Equiliber haben wir bislang vielleicht nicht richtig gefunden. Wir hatten ein Ziel, wir haben das Ziel nicht erreicht. Und dafür wollen wir mehr sicher die Anlagen bauen. Und dafür muss ich durch Equilibre finden, auch vielleicht auf verschiedene Sachen, was sich nicht mehr in der Vergangenheit gemacht hat, wie das am Detail ausgesagt, das ist ein Objekt von dem Energie durch. Nach eng froh zu also von der Madame von der Leyen just zu München, sie will do eng Sonderklausel für Verteidigung aktivieren. Was bedeutet das für Lützburg? Das kann ich nicht so, weil ich weiß nicht, was Madame von der Leyen gesagt hat. Es steht auch als Stichwort von europäischen Schuldenregeln, außer das, was dir Fiedro kurz angeschnitten hat, gemeinsam Schulden zu machen. Nee, ich meine nicht, dass ich meine, echt so tut Reserve, weil ich nicht gesehen habe, was Madame von der Leyen gesagt hat, dass das echt als Regel vom Stabilitätserrüstungspakt, wo es ganz exzeptionelle Situationen Ausnahmen gehen, das betrifft die Länder, die heute schon keine richtig finanzielle Sput mehr haben, weil die können Ausgaben tätigen für ihre Obligationen am Verteidigungsbereich nutzen kommen. Wenn das ist, mit einer Reserve, dann hat das keine Inzidenz so plötzlich, weil wir nicht an der Situation sind. Ich hatte eine relativ spezifisch froh, wenn ich richtig nur gezählt habe, lebt heute den Leo für Liberty Steel zu kaufen, dass du aus dem Wirtschaftsminister heute jedenfalls Neuigkeiten an den Regierungsrat gedroht. Nein, der Wirtschaftsminister hat zur Haut keine Kommunikation gemacht. Merci, ich freue noch selbst ganz kurz, es wird Grenzkontrollen der Eurokur bei der EU-Kommission gemacht. Ich weiß nicht, beim Europäischen Gerichtshof, aber da behalten das als eine Option, wenn nur bei der EU-Kommission nicht weiter könnt. Die Regierung ist der Meinung, dass ein Rekurs bei der Europäischen Kommission das effikazste ist, weil ein Rekurs beim Europäischen Gerichtshof als etwas, was jahrelang dauert. Wir hätten gerne, dass die Kommission guckt, ob Konditionen erfüllt sind. Und dafür schenkt das den effikazsten Moyen, weil die Europäische Kommission als der Guardian von den Verträgen kann alleine einen Schritt erledigen, wenn sie das für richtig findet. Okay, ich ist eigentlich leicht froh, weil das noch nicht nur gefroht ging, was dann sozial... Also wir machen keinen Rekurs, das wird Rekurs, die nicht dafür verwiesen gehen, dass kein Rekurs en Justice, das ist ein Rekurs, das ist ein Brief und Kommission, für sie zu invitieren, zu gucken, ob Konditionen erfüllt sind.
Merci ja. Just iwwer Sozialron da se lo och en Uete leben dann awer beim europäesche Grieshaut dat gewährt gëtt Dänemark géint die Direktiv, die eben méi Mindestlöhn an Kollektivvertrechtsdirektiv ass dat de Grundflecht fir wat lo zum Beispiel am CPT de 4. März och net iwwer Kollektivvertrecht soll diskutiert gin den George Michel sollte man dat gestern war von der Konferenz, dass dat net op der Daresöhnung wer gëtt lo einfach do aufgewahrt mo fir dann zu gucken, wéi d Regierung da will Kollektivvertragsgesetz eventuell anderen, weil menges wissen das auch nach Mulgukin aber Projekt de loi an der Präparation. Ich fixeiere net den Nord de jour vum Komité permanent du travail et de l'emploi, da das Kompetenz zu Recht vom Arbeitsminister, mais die Prozess für Europäische Gerichtshof hat keine direkte Inzidenz auf Diskussionen am Kader vom Sozialdialog. Ich meine, dass Kollektivverträge ein wichtiges Instrument ist, an den Händen von den Sozialpartnern für eine ganze Reihe Sachen zu regeln. Und dafür meine ich, soll ich noch mit den Sozialpartnern darüber diskutieren. Und das ist der But von den nächsten Sozialgesprächen oder Sozialrunden. Ich will mit Ihnen feiern, für zu sehen, wie Sie dann die Evolution von den Kollektivverträgen gesehen am Kader von der aktuellen europäischen Gesetzgebung, unabhängig von der Prozess rauskommt, weil, wie wir am Sujet wird gesagt, in so Prozesse dauern meistens ganz lang. Und ich meine, wir müssen lo gucken, an unabhängigen europäischer Gesetzgebung, wir haben Kollektivverträge, das ist ein gutes Instrument. Und da muss man gucken, wie die funktionieren, weil die, wann notwendig, der Zeit opasst für den Interesse von den Leuten, die schaffen, an den Betrieben Rechnung zu tun. Das ist also ein offenes Gespräch, das wir darüber feiern, und ich will dann einen konstruktiven Dialog mit den Gewerkschaften an den Employeuren feiern. Wenn ihr guckt, der allen der Welt hat an den letzten 30 Jahren enorm geändert. Für 30 Jahre hat ganz vielen Koppeln geschafft, heute schaffen das zwei. Für 50 Jahre für 30 Jahre gibt es kein Online-Business. Für 50 Jahre war das Thema Work-Life-Balance ein Konzept, was die überhaupt nicht ging. An einer Welt, die ändert, wo rundherum Sachen ändern, muss man sich immer aufpassen. Wir schwätzen heute, wenn man das Koalitionsprogramm guckt, über eine ganze Reihe neuer Congés, zum Beispiel Congé, den temps partiel familial, die ältere Stunden, die wichtig sind für junge Familien zu unterstützen. All die Sachen sind froh von der Organisation, von der Arbeit. Das ist eine Modernisation, das ist der Punkt, für die die Regierung gewählt ist, mit einer breiten Majorität. Und die wollen wir auch umsetzen. Die letzten Änderungen vom Kollektivvertragsgesetz, was da wie eine Idee war. 2006, das sind 20 Jahre hier. Da kann ich so, also egal, da lassen wir da doch die nächsten 20 Jahre. Also ich meine, Heinz, du, also gut, am Dialog, am Respekt, ich frage mich, so mehr Respekt für die Sozialpartner, dass den dann noch über so froh im Moment so guckt, als Kandidat nicht verbessern, und dafür sind ich überzeugt, dass man da am Lützeburger Geest eine Lesung fanden. So, und da gehe ich nur auf den Flieger, weil sonst aus der fort ohne mich, und ich meine, es wäre gut. Nee, die war nicht, weil ich fliege einen Linienflug, und das ist auch ganz richtig so. Und, ich meine, es wäre gut, wenn wir zu München gingen, alle Guten, die Journalisten, wir Politiker an der ganzen Welt intensiv nachlauschen, was du gesagt hast. Zu München, du hast nicht dezidiert, mit hier den aber ein bisschen wie die Musik lebt für die nächsten Monate. Wir hoffen, dass wir das, von dem wir leben, nämlich Freiheit, Frieden, Sicherheit, Demokratie, Wohlstand, dass wir die Prinzipien als Europäer können einschalten. Merci vielmals, einen schönen Tag noch.